Jetzt frage ich, danke. Ja, also ich habe gelesen zu meinem Stand, Sie haben ja gespielt seit quasi 4 oder 5, seit Sie 4 oder 5 Jahre alt waren, haben Sie ja Geige gespielt. Und das ist dann sozusagen, das gehört schon zu Ihrem täglichen Tagesablauf. Sie stehen auf mit der Geige und gehen schlafen, oder? Ja. Naja, das war einfach unser erstes Spielzeug. Ja. Unsere Instrumente, die sind von, so wie schon Julius gesagt hat, wir kommen aus einer großen musikalischen Familie. Und haben in Bratislava haben Sie studiert? Ja, wir haben erstes Mal in Bratislava. Unsere erste Lehrer von uns drei war unser Vater, der auch Geigespieler ist. Und dann später zum Hauptmusikschule gegangen, nach Konservatorium und dann nach Wien. Da haben wir, André hat beim Aldous Kuschnir studiert, ich habe beim Pavel Wernicke studiert, praktische Kauf in Hochschule, beim Roland. Ja, und der Herr Dalwasch kommt ja, glaube ich, aus dem Westen, soweit ich das gesehen habe. Die Wurzeln liegen in Ungarn, meine Eltern sind aus Ungarn. Ich selber bin in Konstanz geboren, am Bodensee in Deutschland. Mein Vater war der Solo-Bassist im Orchester. Ist dann nach Wien gezogen, eigentlich nach Ungarn. Und ich bin nach Wien gezogen, damit wir nicht so weit voneinander entfernt sind, und habe dann auch auf der Hochschule bei meinem Professor Alois Bosch Kontrabass studiert. Ja, das ist natürlich eine ganz berühmte auch natürlich Musikerdynastie. Was mir bei Ihrer Vermarktung so auffällt, ist ja natürlich, abgesehen davon, dass Sie mit den Berühmtheiten dieser Welt musikalisch zu tun haben, dass Sie auch so einen geschickten Fotografen haben, der Sie dann auf dem Michaelerplatz da beamt und von jubelnden Frauen umgeben. Ja, ja, das ist auch im wirklichen Leben so, nehme ich an, oder? Ja. Ich möchte nur kurz dazu sagen, es ist uns einfach eingefallen, und es ist wirklich auf unseren Konzerten so, dass wir etwas spielen und die Leute sitzen dann nicht ruhig und hören zu wie bei der klassischen Musik, und es gibt dann am Schluss einen Applaus. Und zwischen den Solo-Parts, ja, kommt es wirklich vor, dass die Leute kurz mal aufstehen und mittendrin applaudieren oder ein Yeah oder so etwas zugerufen, dass wir so etwas zugerufen bekommen. Und wenn man da ganz genau schaut, im Publikum sitzen dann viele Leute und wippen dann mit den Füßen mit. Und wir haben einfach gesagt, das passt wirklich, das ist wirklich wie in diese Konzertatmosphäre, und deswegen dieses Foto. Wir haben ja heute gerade zuvor den Herrn Professor Haselbeck zu Gast gehabt und haben dann seine neuen Beethoven-Interpretationen mit dem Resound gespielt, und er war ja auch der Meinung, wenn die Beethoven halt in seiner Zeit gespielt hat, war das die Pop- und Rockmusik der Leute. Es waren also anstatt der, wie er meinte, feuerpolizeilich zugelassenen alte 400 in dem Akademiesaal, waren halt 2000, die sich aneinander gedrängt haben und die halt dann genauso mitgingen und zwischen den Sätzen eben gejubelt haben. Also es ist dann für Sie jetzt natürlich bei der nächsten Nummer die Voraussetzung, dass Sie dann auch Zwischenrufe und also das erwarten wir jetzt schon. Aber ich würde Sie jetzt sagen, Sie sitzen zwar verkehrt, aber haben jetzt die Qualität ja doch ein bisschen wahrscheinlich so mitbekommen. Sind Sie zufrieden? Weil ich finde die Aufnahme ganz toll. Wir sind sehr zufrieden. Ja. Ja, und das ist so schönes Zuhören. Das ist
Es ist schwer, es ist sehr schwer, dass wir nicht mitspielen können. Ja, aber das können wir dann vielleicht ja, dann spielen Sie zu sich oder. Ja, Sie haben ja natürlich diese Platte, und das muss ich eben sagen, ist ja nur durch außergewöhnliche Beziehungen zustande gekommen. Ja, lieber Herr Doktor, so ist es. Diese Platte ist ganz, ganz besonders durch einen geheimen Kontakt zu uns gekommen. Der sitzt da hinten, das ist der Herr Harry Gruber, nur dass wir dich immer kurz erheben. Aber nicht der Herr hinten, sondern, wir stehen kurz auf, ja, von der Universal Music. Man muss dazu sagen, dass das noch nicht das endgültige Master auch noch ist. Das weiß ich, aber dem haben wir es zu verdanken, dass wir diese Version überhaupt in ihrer Gesamtheit hier hören können. Nein, das ist eine Komposition, quasi Komposition von mir, welche ich auf meinem Sohn gewidmet habe, der Amadeus heißt. Ich habe angefangen zu komponieren und habe gedacht, ich muss dieses Gefühl irgendwie in unsere Musik zu bringen. Und dann habe ich gedacht, was wird der große Amadeus sagen, wenn ich irgendwie seine Komposition nicht reinmische, und dann ist die Idee Mozart, ja, Mozart. Dann ist die Idee gekommen, dass wir einen Teil von seinem Klavierkonzert D-Moll aus sozusagen so kleine Stücke, Zitat, reinkomponieren, und dann haben wir das dann so entwickelt und hoffe, Rumba vor Amadeus. Ja, Rumba vor Amadeus.